Sebastian, Sebastian, hörst du mich? Das ist der Bärenvater, der ruft. Er ist zwar nicht viel daheim und der Sebastian hat ihn noch nicht manchmal gesehen, aber die Stimme, die kennt er. «Papa, da bin ich!» ruft er und freut sich ganz fest, als er seinen grossen, starken Bärenpapa sieht auf ihn zukommen. Sebastian, endlich habe ich dich gefunden. Wir haben dich überall gesucht. Die Mama hat sich schöne Sorgen gemacht. Warum bist du auch einfach davon gelaufen? Ich wollte, weisst du, das Bärenbaby ist doch unterwegs und dann habe ich gedacht, ich gehe ihm entgegen. Hey du, das Bärenbaby ist doch schon daheim. Was? Das ist schon daheim? Der hat also den Weg gefunden? Der Sebastian vergibbelt fast vor Freude. Und Papa, ist es ein Brüderli oder ein Schwesterli? Das wirst du jetzt dann gleich sehen. Komm, ich nehme dich auf meine Schultern und trage dich heim. Du bist sicher fest müde vom vielen Rumlaufen. Der Sebastian klettert auf den Rücken von seinem starken Papa. So, jetzt geht's heim zu. Heb dich fest. Und so sind sie schon gleich daheim vor der Bärenhöhle. Dort setzt der Bärenvater den Sebastian wieder ab. Gang nur rein, dann siehst du, ob es ein Brüderli oder ein Schwesterli ist. Säuferli tapset den Sebastian in die Höhle. Sein Herz pöpperlet wie wild vor Aufregung. Ganz hinten auf dem Winterschlafnest liegt es. Nein, liegen 2 kleine Bärenbaby. Eins ist ganz dunkelbraun, fast schwarz. Das andere ganz hellbraun, fast weiss. Ein Bub und ein Mädchen. Beides hat Sebastian bekommen. Ein Brüderli und ein Schwesterli. Vor lauter Freude kann er gar nichts sagen. Die Bärenmutter streichelt dem Sebastian fein über den Pelz. Zum Glück bist du wieder da. Los, jetzt bist du nicht mehr der kleine Bastibär. Jetzt bist du der grosse, starke Brüder. Und schon bald können die beiden Kleinen einen Haufen von dir lernen. Der Sebastian nickt ganz stolz und denkt, als erstes lehre ich sie auf Bäume klettern und auf die Laubhäufen runtergumpen. Dann zeige ich ihnen auch noch, wie man Schmetterling fangen muss, wie man den Bienchen den Honig stibitzt und wie man im Gras mit dem Siebenschläfer Verstecke spielt. Oh, der Siebenschläfer. Ich muss ihm sofort erzählen, dass ich ein Brüderli und ein Schwesterli bekommen habe. Und schon ist er fort, der grosse, starke Bär, Sebastian.